herzlich willkommen zum vierten Teil von unserem Coop-Tierlistings. Ich bin der Simon und sitze hier mit dem Reto. Und vielleicht merkt ihr, dass ich an einem anderen Ort sitze als das letzte Mal. Ich bin eben umgezogen. Aber da wir das ja alles miteinander oder so innerhalb von ein paar Tagen zusammen werden aufladen, wird das niemand merken. Es ist schon länger gegangen als ein paar Stunden, als ich umgezogen bin. Gut, ja, und jetzt machen wir weiter mit unserer Tierlist. Genau, und zwar kommen wir ja noch zum letzten Teil. Also wir haben noch 9 Spiele, die wir noch ranken müssen. Man sieht es ja auch oben, Orcs Must Die haben wir schon gerankt. Das ist irgendwie Genau, zweimal das können wir ignorieren. in die Liste reingekommen. Das heisst, es bleiben also noch 9 Spiele und dann eine Abschlussdiskussion und das Feinjustieren für die letzte Folge, für den letzten Teil. Genau. Machen wir doch weiter mit Sea of Thieves. Zu dem sage ich nur Arr. Und ich habe jetzt gerade meine Liste nicht mehr davor, aber ich glaube, wir bekommen jetzt zusammen über, was Sea of Thieves ist. Es ist eigentlich ein Piratensimulator, wenn man das so sagen kann. Genau, Also es gibt auch Simulator wirklich, im weitesten Sinne. also Simulator, genau, es ist nicht so ein Landwirtschaftssimulator mäßig, wo versucht, möglichst akkurat das Piratendasein zu simulieren, sondern es ist eher so, dass es unserer verherrlichenden Vorstellung vom Piratendasein richtig schön gerecht wird. Ja. Also man ist wirklich einfach auf einem Schiff, schippert man rum, wahlweise in einer Crew zwischen 2 und 4 Leuten und geht Schätze suchen, geht Skelettpiraten abschießen und zerschlagen und Musik machen und in Tavernen saufen und die Schätze verticken. Vor allem das, ja. Genau, es ist also wirklich einfach sehr herzig und sehr unterhaltsam. Es wird wirklich sehr schön die Atmosphäre auffahren von wir ziehen jetzt raus auf die weite See und man kann so, eben, man kann Musik machen, man kann wirklich so, man ist so irgendwie unterwegs und will neue Inseln entdecken. Es ist wirklich cool gemacht. Es ist, da habe ich jetzt noch etwas, mir ist noch etwas eingefallen, von dem, was du das erzählt hast. Ja genau, es gibt eigentlich kein klassisches, es gibt keine klassische Progression in dem Spiel. Also man kann eigentlich machen, was man will. Und mit dem Geld, das man findet oder verdient, kann man sich einfach Vanity-Sachen kaufen. Also man kann sein Schiff verschönern oder seine Waffen verändern, aber nicht verbessern, sondern einfach visuell anpassen. Genau, also man kann einfach irgendwie optisch verreckte Kanonen dann aufs Schiff stellen und vorne irgendeine heftige, weiß doch auch nicht, eine heftige Verzierung vorne, eine Galionsfigur, irgendetwas Verrecktes vorne machen. Ja, also Das Schiff wird wegen dem nicht schnell. Nein, nein, es ist nicht schnell. Also wenn wir so darüber reden, habe ich irgendwie gerade wieder Lust, das wieder mal auszupacken. Ja, das stimmt. Es ist, was man vielleicht noch mal sagen muss, es hat PvP-Elemente, aber Light PvP-Elemente. Also es sind andere Leute auf der Karte, auf der See. Aber wenn man sie frühzeitig sieht, kann man ihnen eigentlich entgehen, mehr oder weniger. Außer man ist gerade auf einer Insel und dann kommt jemand anderes dazu und dann hast du eine Kugel im Kopf und dann all deine Schätze verloren oder irgendwie so. Was aber auch nicht so schlimm ist, man verliert wirklich nur einfach seine Schätze, die man auf dem Schiff bunkert hat, bevor man sie ist verticken. Und man kommt dann einfach wieder auf einer Insel raus und kommt ein neues Schiff über und dann geht es halt wieder los. Genau. Also es ist eigentlich mega, es ist tragisch. Ja, es ist eigentlich so Casual PvP, würde ich jetzt sagen. Also es ist nicht so wie Hunt, Showdown oder so. Ja. Und eben einerseits macht es mich mega an, das zu spielen hin und wieder, aber trotzdem habe ich nicht genug Energie, das Spiel aufzustarten. Irgendwie gibt es immer ein anderes Spiel, wo sich mehr aufdrängt als Sea of Thieves, obwohl es mega cool ist. Aber wieso ist echt das so? Ist es so, weil, also, es wiederholt sich dann schon halt auch. Also man geht halt einfach aufs Schiff, cruist irgendwo hin. Das Cruisen geht ewig lang, das muss man vielleicht auch noch sagen. Man schippert wirklich einfach auf dem Meer rum. Ja, es ist so ein bisschen Muss sich irgendwie entschleunigt. Das ist so ein orientieren. entschleunigtes Spiel. Es ist schon so. Genau. Ja, es ist das Repetitive wahrscheinlich. Und halt schon an, dass es keinen Fortschritt gibt, den man machen kann. Also ich meine, das kann man als Positives sehen. Es ist eigentlich ein netter Ansatz. Aber ich glaube, wenn es eine Progression hat, dann wären wir viel länger dran geblieben. Ja, wahrscheinlich schon. Es ist so ein bisschen, es ist dafür und das dawider. Das ist einfach das Konzept vom Spiel. Ich habe das Gefühl,
wenn jetzt jemand das Konzept mega cool findet, dann fände das wahrscheinlich auch cooler als vielleicht mir oder ich weiß auch nicht. Also, obwohl eben die paar Stunden, die ich damit verbracht habe, sind so cool gewesen. Also Das sind wirklich, wirklich, ja, es das ist, sind, wir sind besoffen in der Taverne gewesen und haben gesungen und schief gespielt und wir haben uns vergrölt. Das ist so, mit anderen Leuten, die einfach dort zufälligerweise auch gewesen sind. Das ist wirklich so, das ist so, ich glaube, ich kenne kein Spiel, wo so ein bestimmtes Feeling so genau auf den Punkt bringt wie Sea of Thieves. Es ist wie eine Punktlandung in dem, was es macht. Also, es ist, ja, ja, das aber so, Piraten da sie romantisieren, das haben mhm, sie absolut bestens gemacht. Und ich würde genau. sagen, für das kommen sie echt fast in die fantastischen Ränge, nicht? Ja, ich würde schon auch sagen, vielleicht ein bisschen unten dran. Ich würde auch sagen, eher dort unten, weil es halt, Ja, der Wiederkehrwert ist nicht so mega hoch, ja, ja, voll. aber es Also, ist ein super Spiel, mhm. Es das ist das, sicher was Wettmachen sehr gut macht. Es ist sicher auch ein cooles Spiel, wenn ich es mir so überlege, mit jemandem zu spielen, der jetzt nicht unbedingt mega Videospiel-affin ist, oder? Also, ich weiß es nicht. Es ist Ja, so ein bisschen, es ist, ist immer Chip ist schwierig ein zu sagen, gell, bisschen, ja, wenn halt die Steuerung ist halt die gleiche wie immer, du musst halt laufen und hast zwei ja, es ist First Joysticks und wenn das jemand Person, nicht kann, ja, dann voll, ja. Aber es ist ist so er ein auch bisschen, verloren. es hat so ein bisschen Casual-Ansatz. Du kannst so ein bisschen es muss, ja, Man muss was, nicht pressieren und man kann einfach ein genau. bisschen chillen, das ist so. Gut, machen wir Item. weiter mit Civilization 6. 6? Ja, Ja, Civilization 6. Ich habe jetzt da, wir haben das 5 gespielt zusammen, aber ich habe jetzt 6 einfach genug. es kommt wie so ein bisschen aufs Gleiche raus, ja. Genau, ja. Ich denke so. Außer es wird sicher irgendjemand, der jetzt zuschaut, sagen, Civilization 5 ist viel besser und Civilization 6 ist casual und scheiße. Egal. Es ist einfach updatete Version. Es ist Civilization 6, es ist so ein, wie sagen wir dem, so ein 4X Strategiespiele. Strategiespiel, 4X-Spiele, sagen wir dem glatt. So eine riesige Welt, wo du musst Sachen erobern oder diplomatisch für dich gewinnen oder du musst, ja, also es ist ein riesiges Fass, wenn man jetzt wüsste beschreiben, was man alles könnte Civilization machen, dann würde man in 10 Stunden nicht fertig sein. Ja, es ist so, du spielst halt Äh, als ein Volk, was gibt in der Welt, so irgendwie als Gandhi oder als Napoleon oder als Alexander der Große oder wer es auch immer da gibt. Und du hast bestimmte Fähigkeiten, kannst dich zusammenschließen. Das ist der Coop-Aspekt von dem Ganzen. Also man kann sozusagen gemeinsam eine Allianz machen. Allianz bilden und So haben zusammen wir die das gespielt. Weltherrschaft an sich reissen. Genau. Mohahaha. Aber so haben wir es, doch einmal haben wir es so weit Wir geschafft, haben es nicht? probiert, ja. Wir haben jetzt die kulturelle Weltherrschaft an uns gerissen, nicht? Ja. Ja, einmal haben wir es geschafft. Haben wir es Und geschafft? ich meinte, ja, dann haben wir es das Ah, doch zweite Mal, mal. Ja, ja, genau. Das, ja, ja. dann haben wir es das zweite Mal probiert mit kriegerischen Handlungen. Und dann haben wir irgendwann sind wir, Ich habe nicht Zeit gehabt, ja, wie genau. für Ja, viele andere Spiele auch. ja. Ich Und meine, für es ist richtig, das Civilization, Spiel ist so eine Zeitfresser. genau, für das Spiel braucht man so wirklich Zeit. Ja. Also, Die ersten 100 und, Züge gehen schnell und die nächsten 1900 gehen einfach ein halbes Jahr. Es geht ewig, bis alle seine Truppen verschoben haben. Und es ist so mit hexagonalen Feldchen, was mega cool ist. mhm. Man kann seine Truppen irgendwie aufleveln, stärker machen, Häuschen bauen, einfach alles, was man irgendwie von einem Strategiespiel erwartet. Und das geht einfach lang. Züg Ja, werden, je länger das Spiel geht, umso länger gehen die Züge. Umso länger geht es nachher auch, bis quasi die Züge von den Computerspielern errechnet sind. Es mhm. geht dann immer ein Moment, bis alle KI-Gegner ihre Züge gemacht haben. Ja. Es ist wirklich ein Commitment. Aber für das, was Oh. Civilization macht, ist es wirklich sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, es ist ein super Spiel. Also ich habe wirklich auch schon mit Civilization 5 ich habe Stunden und Tage und Wochen in Also dem ich habe Spiel verbraten. etwa Und es ist ein 90 Klassiker, Stunden. da hast du ja oft auch mal eins angefangen, also Mhm. so um 10:30, 11 am Abend und dachte, ja, ich mach noch schnell ein paar Runden. Und schlussendlich war es morgen um 4 Uhr. Ich bin noch nie gewesen, aber ich einfach, Mhm. Mhm. Ja, man kann es sich verliert wirklich sich mega verlieren in schnell in dem dem Spiel. Aber ich verliere mich eher weniger in dem Spiel, weil ich irgendwann dann das Gefühl habe, ich bin einfach ineffizient und Mhm. ich stinke ab gegen KI oder gegen Reden.
Es ist so wie, du musst so Micromanagement, du musst schon können, also du musst irgendwie Muss gerne man gerne haben. machen. Ja. Ja, aber das ist eine Typenfrage. Ja, also die Mhm. Frage ist das jetzt, es ist auch ein cooles Coop-Spiel. Also, Ja, man kann es sehr chillig zusammenspielen. es ist nicht unbedingt auf Coop angelegt. Aber Ja, ich würde sagen, irgendwo in den oberen Regionen von okay, oder was ja, meinst ja, voll, würde ich da sagen. Ich würde es auch nicht so hoch, also es ist so ein bisschen, du? Über ja, Astroneer. über Astroneer. Okay, ja, das ist voll easy. Gut, ja. Sehr gut, jetzt kommen wir zu einem, das habe ich immer gerne, wenn ein Spiel kommt, das vielleicht nicht so viele Leute kennen. Nicht. Da kann man ein bisschen etwas darüber sagen, wenn wir über Civilization 6 reden. Also, ja. Aber Ja, ja. Spellbreak, das ist doch etwas, wo man muss darüber reden und das Ist Spellbreak analysieren. immer noch so unbekannt? Ist das Ich wirklich weiß so? nicht. Ja, wahrscheinlich, ich glaube schon, ja. Ich meine, also Spellbreak ist ein Battle Royale Spiel, wo aber anders ist als andere Battle Royale Spiele, weil du als Magierin oder Magier unterwegs bist, wo jede Hand eine andere Fähigkeit hat. Du kannst dir eine Fähigkeit kannst du fixen, zum Beispiel Wasser oder gibt es Wasser oder Gift und danach kannst du die andere Hand immer Egal. was? Sorry? Nicht. Es gibt Eis, nicht Wasser. Ja, genau, Eis, Eis. Eis, Ja. Gift, Ich Feuer, wollte Erde, Luft. ich wollte Eis sagen, aber dann habe ich gemerkt, mein Dialekt ist schwierig. Und darum habe ich irgendwie Wasser gesagt, aber ja, es ist egal. Also einfach Element und dann kannst du die beiden Elemente in deinen Händen kombinieren. Zum Beispiel, wenn du Feuer machst und nachher Gift drauf schießt, dann gibt es eine Explosion, eine Giftexplosion. Und das ist ein cooles Konzept. Also kannst du eins gegen eins, also eins gegen viele machen oder zwei gegen Gruppen von zwei Spielern oder drei gegen Gruppen von drei Spielern, oder? Genau. Und, und du stirbst eben nicht. Ja gut, das ist vielleicht falsch gesagt, wie soll ich das sagen? Also es ist ein bisschen weniger punishing als zum Beispiel PUBG, würde ich jetzt mal behaupten. Und du bist Was aber vielleicht einfach auch an einem besseren Matchmaking liegt. Bin ich es mir aber nicht kann sicher. sein, es kann sein. Vielleicht gibt es einfach bei Spellbreak noch mehr Noobs. Aber ja, es Ja, ist schon so, also man hat wie so eine Art Shield. Man kann sich vielleicht ein bisschen die Halo 3 gespielt haben oder Halo grundsätzlich. Dort ist es ja auch so, dass man nicht mit einem Kopfschuss tot ist, egal, außer glaube mit dem Sniper. Aber es ist relativ schwierig zu killen. Also man muss wirklich jemanden mehrfach treffen, mhm, bis der Spieler tot ist. Und ja, bei PUBG, die PUBG schon mal gespielt haben, die wissen, mit einem Kopftreffer bist du tot. genau, ja. Grossmehrheitlich. Ja. Und du bist bei Und bei Spellbreak Spellbreak. ist es auch so, dass es wie so, man kann halt recht, es ist halt losgelöst von realer Physik, also man kann so ein bisschen rumfliegen und es gibt so Mhm. Power-Ups, wo man dann mega schnell sich kann bewegen kann und es geht wirklich darum, sich taktisch irgendwie schlau zu bewegen und seine beiden Händchen, die man hat, entsprechend gut einzusetzen. Und Genau, es ja. ist nicht so ein ganz kurzes Gemetzel und quasi der der andere zuerst sieht, hat mehr oder weniger gewonnen. Sondern man kann sich auch wehren, man kann wieder aus dem Kampf versuchen rauszukommen, Mhm. was einem Mhm. schon auch etwa Und, gelingt. und ich finde, klar, wenn du mitten im Gefecht drin bist, das ist schon sehr chaotisch, du weißt nicht mehr so richtig, was du machst und dann kannst du schon schnell sterben. Aber du kannst Mhm. auch, wenn du ein bisschen taktisch bist und siehst, an diesen kämpfen zwei Gruppen gegeneinander, ziehst du dich vielleicht ein bisschen zurück oder gehst dich einmischen oder so. Du hast irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe in dem Spiel mehr das Gefühl, dass ich die Lage unter Kontrolle habe. Man sieht da irgendwie die Gegner relativ schnell alle. Sie sind halt, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie leid mir der Style ein bisschen mehr. Es Aber ist vom das, Style her ein bisschen ähnlich wie Fortnite. Es ist auch so ein bisschen ja, Comic-Style, mhm. Ich habe nie Fortnite alles nicht so gespielt, aber ja. ernsthaft. Ja, und trotzdem, wer unsere Livestreams mal gesehen hat gesehen, dass wir mal Spellbreak gespielt haben. Nach der zweiten Runde oder so hat der Reto gesagt, ich will jetzt nicht mehr spielen, das scheiß mich an. Aber wieso? Man fragt sich, wieso. Ja, 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 wieso eigentlich? Wenn man nicht gewinnt, scheißt es halt an. Ja, Es ist das wie bei ist der diesen Fluch Battle Royale-Spielen. von diesen Spielen. Wenn man nicht gewinnt und gleich kein Gadentor trifft, dann ist es einfach, man laut, man gurkt irgendwo auf einer Map und am Schluss stirbt man im Giftfeuer-Inferno von irgendeinem, der es halt gleich ein bisschen mehr im Griff hat als du. Mhm. Das passiert 2, 3 Runden hintereinander und dann habe ich einfach keine Lust mehr. Ja, das ist ja verständlich. Das ist wirklich verständlich. Ich Aber habe noch schnell nachgeschaut, nach
was ist es? Im September 2020 sind es schon über 2 Millionen Spieler gewesen. Also ganz so unbekannt ist das Spiel doch nicht. Also immer noch. Bis jetzt, oder wie? Das weiß ich nicht. Nein, das ist damals einfach. Mhm. Ja, das war vielleicht der Peak gewesen. Weiß ich nicht. Also das war 5 Tage nach dem Launch gewesen. Aha, okay, ja. Ja, aber mittlerweile ist es sicher wahrscheinlich, ich glaube, es ist schon nicht mehr so, aber das ist jetzt Das Spekulation. ist vielleicht schon nicht mehr so gehypt, schon möglich. Also es hat nie einen riesen Hype gehabt, das Spiel, glaube ich. Ja. Jedenfalls, also wir haben ja ein bisschen Maßstäbe hier. PUBG und Hand Showdown sind beide so nebeneinander. Wo würde das Spellbreak dort reinpassen? So Ja, ein also schwieriges ich würde sagen sicher drunter, oder? drunter. Ich würde sagen drüber. Ja, ich weiß es eben, ich bin nicht sicher. Ich bin wirklich ein bisschen unsicher. Also, Also es hat schon, nein, ja, nein, Spellbreak also hat sicher Elemente, nicht. die besser sind als PUBG, nämlich dass, dass sich der Kampf irgendwie besser anfühlt, weil er länger geht und man nicht so machtlos ist. Es ist einfach Aber, irgendwie, es ist eben aber schon, sonst ist es letztlich mir auch ist schon. es ist einfach ein bisschen beliebig, oder? Also es ist so ein Ja, bisschen, es ist auch dadurch, dass es nicht so, also, also PUBG und Hand sind irgendwie beide viel mehr High Stakes. Also wenn du reingehst, dann bist du irgendwie so, und da spielst du einfach das Spell, ja, entweder stirbst du oder stirbst nicht, das ist so fast ein bisschen egal. Ja, ich würde schon, ja, aber du hast eigentlich recht, eigentlich ist es tiefer unten als PUBG. Aber wie tief unten, so irgendwie da, oder was? Besser als Remnant. ja, besser als ein Remnant, So, sicher. irgendwie. Bisschen so. Irgendwie dort. Ja, Okay, super. Sehr gut. voll. Das nächste Spiel ist, wenn man das lesen kann, ist Spellforce 3. Äh, Weißt du, was das ist? Das nein, ich habe ist, keine Ahnung. das ist Spellforce. ein taktisches RPG. Also so ein, wie sagt man dem, Turn-based RPG, wo du einerseits hast du die klassischen Rollenspielelemente, nachher hast du noch so Civilization-mäßige Elemente, wo du musst eine Base bilden und dich gegen andere verteidigen und so. Ja, relativ massives Spiel. Ich glaube auch nicht ganz jung, schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wir haben das mal gespielt, so zu Weihnachten rum. Ich glaube, ich habe dir das mal geschenkt. Wir haben es nur 5 Stunden gespielt. Ah, jetzt. Ja, jetzt weiß Ja. ich. Ja, jetzt weiß ich. Jetzt muss ich mich erinnern, was das ist. Es ist eigentlich, oder warte, ist es überhaupt turn-based? Spellforce. Es wird, glaube ich, turn-based, sobald man ins Combat kommt. Aha, ja, eigentlich ähnlich wie Divinity. Aber irgendwie von. Einfach auch nicht ähnlich wie Divinity. Weil Divinity ist einfach mega gut. Ja. Und Spellforce 3 ist schlecht, weil. Hey, es ist nicht schlecht, aber einfach nicht Divinity. Ja, es ist nicht Divinity und eben, ich glaube, es ist. Warte, ich muss schnell schauen. Es ist einfach. Ja, es ist vergessenswürdig. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse, wenn ich das nicht fertig spiele. Es ist so ein bisschen. Ja, also die Okay. Tatsache, dass ich mich kaum erinnern kann, was wir dort gemacht haben und was es für ein Spiel ist, spricht Band, oder? Ja, sagen wir einfach Next. Ist es Ich würde Next? ja sagen, next. Also wenn jemand Ohne wirklich zu auf das wissen. Genre steht, dann von mir aus, aber Schlechter als irgendwo Ashen. dort. Aber nicht Ja, besser als Magica. Besser als Orcs Must Die 2. So. ja, Das ist doch fair. voll. Gut, jetzt kommen 2 Spiele gerade hintereinander, die sehr ähnlich sind. Aber wir fangen da mit, also, oder wenn wir mit Terraria anfangen. Kommen wir von da mit Terraria. Ja, Dann können macht wir mehr all die Sinn. guten Ne? Sachen zu Terraria sagen, das ist cool. Genau, okay. Was ist Terraria? Ist Terraria so ein bisschen der Sandbox-Klassiker, oder? Ja, also nach Minecraft. Nach Minecraft. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Muss man Zähne, Obwohl Zähne ich, obwohl, knirschend zugeben. obwohl ich würde behaupten, dass Terraria besser ist als. Du hast ja nie Aber manchmal ist es Minecraft auch gespielt. eben ja. Ja, aus gutem Grund. Ja, also gut, Terraria ist wirklich so ein Sandbox-Spiel, wo du in einer 2D-Jump-and-Run-Welt rumläufst, verpixelte Grafik. Und du fährst eigentlich an der Erdoberfläche an, kannst Holz hacken und aus dem ein Haus bauen und nachher grabst dich einfach in die Tiefe ab, wo du auf Lava stoßt, auf Mineralien, wo du kannst minen und dann neue Sachen daraus machen.
oder auf Dungeons oder du kannst eigentlich alles Mögliche erforschen. Schier endlos. Du kannst Und eigentlich fast alles Mögliche bauen. du Also man kannst, kann dann mit den Sachen, die man aus dem Boden rausgrabt, mit diesen Mineralien, kann man dann auch, kann man, die haben dann quasi, also jeder Block, den man aus dem Boden rausholt, jedes Viereckchen oder jedes Pixel, wenn man so will, ähm, kann man eben nachher im Inventar und kann man dann auch wieder irgendwo anders herbauen und sich genau, selber riesige Gebäude errichten und es gibt auch genau. x Gegenstände, die man dann kann finden oder craften. Die kann man dann auch wieder in seinem Haus oder wo auch immer, in seiner Höhle, kann man dann das wieder an die Wände machen und das Zeug designen, halt immer in dem Block-Style. Mhm. Also es ist so, dass also viele haben das Spiel, was rausgekommen ist, als 2D Minecraft beschrieben. Das einerseits stimmt, aber andererseits muss man sagen, dass Terraria viel, viel mehr Content hat. Also zumindest damals, wenn man es jetzt damals Minecraft mit Terraria verglichen hat. Also du hast einfach so viele Sachen können craften und machen und du hast richtige Questline im Sinne so eine offene Questline irgendwie gehabt. Du hast immer wieder können neue Monster beschwören und so. Also es ist irgendwie viel mehr da gewesen. Fleisch am Knochen als Minecraft und es ist ja nicht so teuer, immer noch nicht. Also, und eben, du kannst es zu mehreren spielen. Ich weiß nicht genau, was das Maximum ist. Aber Aber es das ist, X-te, also ja, das X-te, ja. Und ich bin dann meistens einfach daheim gewesen und habe Sachen gebaut, weil das mein Metier war. Und der Reto ist irgendwie in einem Dungeon plötzlich versumpft und hat gesagt, Simon, du musst kommen, du musst mir helfen. Und ich, ja nein, ich bin hier ein riesiger Turm am Bauen, ich kann nicht. Aber dann bin ich trotzdem mitgekommen und schier die Nerven verloren, wie es halt so ist. Ja, es ist good times, good times. wirklich viele gute Stunden, 143 gute Stunden in dem Spiel verbraten. Ja, das ist wirklich so, so eine Art von Genesis gsi von unserem von unserer Coop-Leidenschaft. Vielleicht nicht Mhm. Borderlands oder nach Borderlands. Ja, also Ja, das und, ist. und ich hätte auch jetzt, es ist auch ein Spiel, wo ich immer wieder Lust drauf habe, das wieder mal vorzunehmen. Mhm. Immer wieder. Ich auch Ja, jetzt schaue ich das wieder an und denke, ach, ich ach, würde es nochmal gerne von wieder mal vorne spielen. anfangen. Ganz von vorne. Ein Hütchen bauen. Ja. Meinst du? Also ich würde sagen, das ist legendär. Ja, Also, würde ich auch sagen. Absolut legendär. einverstanden. Ist es da irgendwo? So? Wenn es ist über Äh, Gloomhaven. ja, ich finde auch, es ist schon über Gloomhaven. Das ist. Ja, ich glaube, dort ist es gut angesiedelt, ja. Okay, Also es ist super. wirklich auch ein Spielbefehl. Für die, die es noch nicht kennen, ein Spielbefehl. Ja, voll, Unbedingt. voll. Schnappt euch einen bis zwei oder drei Freunde, Freundinnen und sitzt auf so einem Server zusammen und grabt und baut und Ja. erkundet. Es ist super. Und Es plötzlich macht am richtig viel Morgen Spaß. am 6 Uhr, wenn die Sonne wieder aufgeht, denkt er, hey, wir haben doch erst gerade angefangen. Ja, genau. Gut. Und jetzt kommen wir zu Starbound. Das ist eigentlich Terraria einfach im Weltraum. Mit noch ein bisschen mehr Story. Es ist so ein bisschen mehr geführte Story. Es gibt wie so ein bisschen Questlines, aber eigentlich so die Engine ist ziemlich ähnlich. Man kann auch Sachen abbauen und Rohstoffe wieder neu bauen. Und es gibt aber, anstatt dass man nur auf einer Map ist, kann man wie so auf mehrere Planeten. Und dann bei diesen Planeten, die sind dann dafür nicht ganz so umfassend wie eine Terraria-Map. Vom Spielprinzip her sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Mhm. Und wenn man Terraria durchgespielt hat, dann hat man wie Starbound schon so ein bisschen gesehen. Genau, das war mehr das Problem gewesen mit dem Spiel. Also, Genau. es ist wirklich cool, es ist gut gemacht. Es gibt auch Sachen, die es irgendwie besser macht als Terraria. Oder irgendwie, Mhm. also, das sozusagen. Aber dort gibt es wirklich so Quests oder Nebenquests, die du kannst Mhm. machen. Du kannst so in so die Hauptstadt gehen und dort für die Leute etwas machen. Genau. Und es Ja, gibt es wie auch ist so irgendwie. Bösser. Mhm. Also auch die Bossfights sind so ein bisschen nicht ganz so generisch wie die bei Terraria. Die bei Also man kommt wirklich Terraria so sind in generisch. also nein, nicht Schon. generisch, aber ähm, ja, die Bösser von Terraria, die sind wie so all over the place. Die kommen und Ja, dann ja, sind sie einfach voll. Sind so da. überall Ja, und stimmt, ja. irgendwie Mhm. und bei Starbound sind die wie so ein bisschen
wie soll In man einem sagen, eigenen Bereich. die haben wirklich eine Boss-Arena Mhm. und man kann dann den Boss besiegen und man muss dem seine Mechanik irgendwie genau kennen. Weil Terraria kann Mhm. man recht häufig besser einfach cheesen, indem man sie einfach irgendwo herlockt, wo sie halt Stimmt, ja. dann, wo man Stimmt. dann selber, ja. Mhm. Ja, also, eben es ist ein bisschen schwierig, also ich meine, wenn man jetzt Starbound zuerst gespielt hat, vor Terraria, dann fände man Starbound wahrscheinlich mega cool und würden wissen, was Terraria ist. Hm. Aber wenn jetzt, oder wenn wir jetzt müssen entscheiden, was man spielt, würde ich schon eher Terraria empfehlen, oder nicht? Ja, Also, ich schon auch. Weil es braucht das, also vor allem das mit auf mehreren Planeten rumgurken, das braucht es irgendwie gar nicht. mhm. Also das auf Terraria bist du auf einer Map und auf dieser Map kannst du alles machen und es hat verschiedene Biome, aber es ist alles wie nebeneinander mit so einem fließenden Übergang. Und bei Starbound musst du so von einem Planet zum nächsten fliegen und sie haben unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und es ist wie so, es braucht es gar nicht, all das, Mhm. Fast habe ich zu das Gefühl. viel. Es ist Zu fast zu viel. kompliziert. Ja. Also ich würde Ähm, sagen, es ist irgendwo im Okay, im oberen Okay-Bereich. ja, ja, irgendwie da, ich Ah. weiß es nicht. Ja, man kann es ein bisschen vergleichen mit Astroneer. Ja, vielleicht ist es besser als For the King. Ich weiß Ja. nicht. Gut, das nächste Spiel ist The Hunter, Call of the Wild. Nicht zu wechseln mit Hunt Showdown. Genau, es ist Ganz der an. Hunter Call of the Wild. Und eigentlich ist es ein Jägersimulator, wenn man so Ja, will. das ist wirklich ein Simulator, oder? Weil Ja. du sitzt eigentlich, kannst stundenlang irgendwo hocken und warten, bis ein Viech vorbeikommt. Dann kannst du es probieren abzuknallen. Betonung leider auf Voll. probieren. Hey, ja, das Spiel ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ist das Spiel nett? Es ist nett, ja. Es Ja, ist, es ist klassisch okay. ja, ich finde auch, es Das ist Spiel ist wirklich okay. einfach Es ist irgendwie, okay. es Man ist kann so, das machen, man kann das auch gerne machen, wenn man nebendran etwas anderes macht, weil es ja, braucht auch nicht so mega viele Ressourcen von einem selber. Weil man kann mhm. wirklich einfach irgendwo chillen, ein bisschen miteinander reden. Ja, genau. Dann gibt es ein gutes Intermezzo, wo man versucht, auf irgendetwas zu ballern. Meistens trifft man es sowieso nicht. Und dann kann man es wieder chillen. Also was man muss sagen ist, also das heisst, es beinhaltet, dass man wirklich man muss sich die Tiere erschleichen, und zwar langsam. Man darf wirklich nicht säckeln, man darf nicht einmal fast laufen, sondern man muss wirklich schleichen die ganze Zeit. Wenn man Geduld verliert, dann ist das Viech weg. Und das ist, Und Schleichen heisst wirklich Schleichen. Das ist nicht man läuft dann ein bisschen langsamer als ja genau, normal, ich weiß doch auch nicht, wie bei anderen Spielen, wenn man halt schleicht. Ich meine, wenn man mhm. bei PUBG langsam läuft, dann läuft man ein bisschen langsamer als normal. Aber wenn man bei der Hunter Call of the Wild schleicht, dann bewegt man sich wirklich Quälend ganz langsam. langsam. Und die Map ist riesig. Genau. Das ist wirklich, also, und es ist eigentlich das was das Spiel machen will, macht es eigentlich sehr gut. Aber wenn man das nicht will, also wenn man nicht will, so lange warten und so, dann ist es halt schon ein bisschen für Neid. Also ja, Es ist wirklich einfach absolut nichts für, wenn man nur ein bisschen ungeduldig ist, ja dann hat man genau, einfach, das hat man dann ist es einfach gehabt. das falsche Spiel. Ja. Aber es ist wirklich lustig, ich möchte schnell auf die Episode hinweisen, wo ich bin mega hässig gewesen, irgendwann dann schon am Morgen um 2 und habe einen Hirsch schiessen und habe ihn zwar getroffen und dann ist er mir ab und wenn man ihn nicht so richtig trifft, dann läuft er ewig weiter. Und dann ist der Rede und ich Verletzt. sind dann verletzt, ja. Dort hinten wieder Blut also abtropfen, dann kann man dann der Spur nachgehen. Hey, der Rede und ich sind dann Hirsch nachgesäckelt und haben meterweise daneben geschossen. Und dann ist er eins ab. Der Hirsch der lebt immer noch, der läuft immer nur durch den Wald. Und, obwohl es ist eigentlich etwas Gutes, soll er doch durch den Wald laufen. Das ist Ja, okay. ja, Genauso wie wie auch das immer. Spiel. Äh, ja, also, ja, etwas so. Ja, unterhalb von Minion Master, oder? Unterhalb von Minion Master. Also Minion Master ist jetzt auch nicht gerade das grosse Meisterwerk. Aber ja, Ja. ja, es kommt ein bisschen ja, das ist gut, das ist gut. Kommt ein bisschen aufs Wir kommen, Mindset drauf an, würde ich sagen. wir kommen ja nachher noch zur Man muss Diskussion. vielleicht dazu auch noch sagen, dass wir sonst eigentlich mit Jagd gar nichts am Hut Ja, genau. haben. Also Also, wirklich 0,0. Würde mir nie in den Sinn kommen, go jagen. ja, Nie im Leben. ja, wir Ich auch habe das nicht. Gewehr bis jetzt nur wirklich von ganz weit weg ein Gewehr gesehen. Ja, also ich habe das wirklich.
Ich finde aber so Jagdsimulation das finde ich spannend. Genau darum, weil ich denke, hey, ich hätte mal ein Spiel haben, wo man wirklich muss warten und sozusagen also nur so das Konzept von einer Jagd, ohne jetzt müssen etwas zu killen, das finde ich noch interessant. Dass man muss irgendwie sich in die Natur begeben und sich irgendwie verstecken und so. So Gameplay-mäßig ist das spannend. Aber ja, das Spiel tut es wie so ausreizen. Fast ein bisschen zu fest. Ja, gut. Das nächste Spiel, das zweitletzte Spiel, ist Torchlight 2. Ein Diablo-Klon. Punkt, alles gesagt. Alles gesagt, ja. Jetzt haben wir mal das dritte gespielt und irgendwann haben meine beiden anderen Kameraden, unter anderem Dewey, nicht mehr weiterspielen und ich habe es nicht verstanden. Nein, Ich das habe stimmt gedacht, nicht. Also das aha, ist sicher nicht an mir gescheitert. okay. Ich glaube, es ist schlussendlich auch an der Zeit gescheitert. Wir haben Ja, wirklich keine Zeit mehr gefunden, um es ja. weiterspielen. Ich habe das Und dann ist es nämlich, irgendwann versandet und dann haben wir es irgendwann nicht mehr vorgenommen. ja, ich habe das nämlich noch okay gefunden, das Spiel. Ja, ich habe das auch okay gefunden. Ich habe das, glaube ich, auch noch ein gutes Moment dann noch allein länger Schon? gespielt. Echt? Warte schnell. Torchlight. Schnell schauen. 37 Stunden. Mal schauen. Torchlight, wo ist denn das jetzt? Das ist eigentlich wirklich eigentlich ein cooles Spiel gewesen. Auch nette Mechaniken, soweit ich mich kann erinnern. Was Man hast du hat ein bisschen gesagt? Wie viele Stunden? 37. Ah ja, 25 kann ich. Ja. Ja. Man hat ein bisschen viele Knöpfe gebraucht, mag ich mich erinnern, für all das Zeug, was wir können machen. Mhm. Ja, man hat Aber sich es auch ist noch können ein so... abwechslungsreiches Gemetzel von Monstern. Ich finde das cool, ich hätte Lust, das wieder mal zu spielen, das dritte. Ja, ich auch, durchaus. Ja, es ist eigentlich... Ja, damals, als das rausgekommen ist das ist, glaube ich, gerade nach Diablo 3 rausgekommen. Mhm. Und danach hat man das eigentlich abgehypt, weil das sozusagen etwas... Also weil man Diablo 3 gehasst hat. Also gehasst, ja. Weil man denkt, jetzt kommt da Torchlight, so ein Indie-Studio, das das richtig macht. Nicht so wie da Blizzard, die Husos. Aber ja. Ja. Mhm. Aber was macht Ja, man jetzt und mit dem? inzwischen hat es Torchlight 3 gegeben, oder, wo Ja, dann recht verrissen worden ist in den Kritiken. ja, genau. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht genau warum. Also, es hat ein bisschen eine holprige Entstehungsgeschichte gegeben. Zuerst haben sie, glaube ich, Free-to-Play machen und Pay-to-Win und so. Irgendwie so etwas Komisches. Dann sind sie wieder zurückgerudert und jetzt ist es nicht mehr, es ist einfach, ja, ich glaube, es ist nicht so cool wie es 2. Aber das könnte man nochmal anspielen oder so. Obwohl ich glaube, es ist nicht so billig. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, Torchlight 2, ja, mindestens okay, der obere mindestens Okay-Rang okay, ist ja. das Also wir sicher. geben dem mehr Kredit als Diablo, oder? Ja. Da. Ähm, Oder weniger. ja, doch, das ist glaub ich, nicht schlecht Schon. angesiedelt. Doch, doch. Okay, sehr gut. Und das letzte Spiel. We Were Here. Ist ein Puzzlespiel, oder? Mhm. Und First zwar Person. ein Kommunikationspuzzlespiel eigentlich. Mhm. Du bist eigentlich, du Haben bist wir, haben wir Keep Talking and Nobody Explodes auf ja, dieser da, Liste? da. Genau. Das ist ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Genau. Also du bist Also von der eigentlich, Spielidee her. genau, also das Konzept ist, dass du nicht jetzt so verbunden bist, wie wir jetzt verbunden sind, oder normalerweise so über Discord oder so, sondern du hast wie ein Walkie-Talkie. Du musst drücken in-game und dann hörst du den anderen reden. Ich Nein, glaube, dann kannst du selber reden. dann kannst In du ein selber, Funkgerät. logisch, ja, logisch, dann kannst du selber reden und dann kann, glaube ich, der andere nicht reden, oder wie ist das? Ja. Genau, und wenn beide quasi auf den Knopf drücken, dann hört niemand den anderen. Weil Mhm. beide sind quasi am Senden, so wie halt, ja, die Mhm. üblichen Funkgerätprobleme. Genau, und da ist man halt so, man ist wie so in einer eingeschneiten Villa oder Schloss oder was das ist, eingesperrt und muss rausfinden und muss halt so Rätsel lösen und jeder ist an einem anderen Ort und dann muss man wie zusammen arbeiten, um den Weg zu finden. Genau, zum Teil unter Zeitdruck. Also beispielsweise ist einer in einem Raum, der Raum füllt sich langsam mit Wasser und es hat 4 verschiedene Schalter in dem Raum, wo man in der richtigen Reihenfolge muss drücken und die andere Person ist in einem Raum, wo irgendwelche Zeichnungen an der Wand hat und anhand von diesen Zeichnungen an der Wand kann man herausfinden, welche Schalter das man muss wie drücken. Mhm. Und das Ganze halt über die Walkie-Talkie-Kommunikation. Welchen Schalter muss ich jetzt drücken? Ah, das Wasser, ich habe schon bis zu den Knien Wasser, mach ein bisschen vorwärts.
Ja, es ist recht cool gewesen. Es ist eigentlich, also ich glaube, es ist gratis. Es ist nicht so ein Ich glaube, es ist ein Gratis-Spiel. Gratis-Spiel. Es ist wie so ein bisschen, also es kommt ein bisschen daher wie eine Abschlussarbeit von einer Mhm. Uni. Also Ja, und von nachher, einem, ich weiß auch nicht, ein Informatikstudium oder also irgendeinem Game Design-Kurs, die, Abschlussarbeit. die das gemacht haben, haben dann nachher noch mehrere andere Spiele gemacht. Also in dem Style, wo der etwas kostet. Das kann man auch mal eins probieren. Das ist, ja, also das ist cool. Also es ist sicher viel involvierter als Keep Talking and Nobody Explodes. Mhm, Darum nur schon wegen dem würde ich sagen, es ist okay. mhm. Ähm, Ja, es ist voll easy. Es ist auch vom Umfang her, ist einfach, ich glaube, 2 Stunden oder so haben wir es in dran. 2,5 Stunden hat man es durchgespielt. Ja, also Man kann das wirklich mal das zweite hinhocken am Abend und das durchspielen und man hat einen coolen Abend gehabt. es macht eigentlich das, was es macht, macht es gut. Es ist besser als Ark. Ah, Dran. hm. Ist es besser? Ja. Gehört es dort rauf? Also, Mal. es sind nicht schon auch Also, nur 2,5 Stunden Content. Das kann man vielleicht schon auch so mal sagen. Nur. ja gut, es ist gratis. Also, gut, nur weil es gratis ist, ist es nicht gut. Aber ähm, ja, also findest du, es ist deplatziert, wenn ich es jetzt auch da habe? Hm. Ich meine, also es ist schon Ja, ich sehe einfach, okay, was oder? dort noch unten dran ist. Es ist Diablo 3 unten dran, es ist Remnant unten dran, es ist Cross the Aha, Obelisk ja unten gut. dran. Ja, gut, vielleicht ist es da Ja, ich glaube schon eher. eher. Es ist ja schon, ja, Gut. Jetzt haben wir unsere Liste vervollkommnet. toll. Ich Mach sie mal soll, ein bisschen gross. Ja. ja, warte, ich muss irgendwie, wie soll ich das jetzt machen? Das ist vielleicht nicht so dumm. So, ist das okay so? Mhm. Gut, ich würde sagen, wir schaffen das, also sollen wir das alles nochmal evaluieren. Weil das ist ja eigentlich eine Rangierung. Ich meine, also klar, es ist, ähm, wie soll ich sagen, persönliche Meinung oder so. Jetzt müssen wir aber prüfen, ob die Rangierung stimmt. Ob das, was ganz Mhm. zuunterst ist, wirklich das Schlechteste vom Schlechtesten ist. Ja, das, also ganz zu spielt es eigentlich nicht so eine Rolle. Aber es ist echt noch erstaunlich, dass nur 3 Spiele in dieser Kategorie gelandet sind. Ja, Es das sind nur ist 3 wirklich, Spiele, wo man findet, die sind wirklich einfach, über die muss man kein zweites Wort verlieren. ja, also es ist interessant. Ich finde mir fällt es mir fällt es schwerer, Games zu kritisieren, als zum Beispiel Filmen oder so. Oder ich weiß nicht, oder vielleicht komme ich automatisch eher zu Games, wo ich weiß, dass sie mir gefallen. Mhm. Oder ich weiß nicht so genau. Ist das ganz links bei ganz auf Icarus? Ich kann es Ja, fast nicht lesen. ja, es ist ganz ein Vickers. Also ich würde sagen, Können wir dank. das, Was? Simon, können wir ein Spiel in die Kategorie runterfallen und nachher ein Let's Play daraus machen? Ja, Das können wir fast nicht sicher. machen. Sicher können wir das machen. Das ist das, was die Leute gesehen haben. Trash galore. So richtig, so richtig. Und also, ich bin ja nicht deiner Meinung. Ich würde das nicht im Wow unten behalten. Aber das ist zum Hausfrieden zu lieb, haben wir das dort unten auch da. Ich Okay, finde, gut. das Spiel hat Potenzial. Geht zumindest mal. Aber ja. Also ich Ja, finde, hier muss man sich fragen, an dieser Grenze da, soll ganz Fickers, hat es verdient, auf Next zu kommen? Nicht, oder? Und hat ich verdient, zu abzugehen? ich tendiere zu ja. Aber das ist unfair, weil also es gibt sicher Leute, die das mega cool finden. Also das ist, Ja, ja, gut, ja, es gibt auch es Leute, gibt die sicher auch ganze Leute, die Fickers. Leute, die Borderlands 2 völlig Kack finden. Interessiert uns das eigentlich nicht? Ja, aber, also ich meine, gut, in dieser Hinsicht müssen wir ganz Fickers da rauf tun, weil ganz Fickers findet sicher, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Dungeons and Dragons Online und Neverwinter mega cool findet. Aber das ist, also jetzt Steam Reviews für den oder wie? Ja, Ähm, ähm, also ich finde, wenn schon, dann müssen wir Chaos Reborn oder Quest Hunter abtun. Weil das, oder Path of Exile oder Raft. Irgendetwas.
Gatings. Also Ich Raft denke, sicher nicht, Path of Exile habe ich vorhin auch schnell angeschaut. Das ist eigentlich, ja, also ich meine, wir müssen ja nicht mehr spielen in der Tastatur. nein, wenn wir Das ist ja nicht. nicht zwingend. Aber die da drinnen sind, die sind sicher zu Recht da drinnen. Ich Ja, glaube, also die müssen außer wir auch nicht ganz weiter Vickers. rangieren. Also es ist Außer einfach ganz Flash, einfach Vickers. Flash, es ist völlig... Ja, ganz Vickers, man kann das wirklich diskutieren. Vielleicht gehört das Aber eine ja, Kategorie es weiter rauf. ist egal. Aber Nein, es müssen ja ein paar Sachen drin sein. Gut, also hier die Reihenfolge. Also das Schlechteste von all diesen Spielen ist Eve. Das bestreite ich. Das ist schlechter, Chaos Reborn. Obwohl, ist das so schlecht? Ist Chaos Reborn so schlecht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist einfach vergessenswürdig. Ich meine, also, das kann weiter ab da. Das Spellforce kann doch da. aber die sind echt da drinnen alle vergessenswürdig. Eigentlich bis auf So. Lost Castle und Faeria. Ja, Meinst ich du? würde Ja, ich sagen, die würde sagen, oberen 5 die Ashen. sind schon okay. Ja, Ashen. Magika zwar auch. Magika ist auch easy. Ja, ich würde sagen, die 5 können vielleicht sogar auf okay gehen. Nein, das dann schon nicht. Aber sie sind gut. Aber sie sind gut in der oberen Region von Next. Weil eigentlich interessieren sie schon nicht wirklich, aber sie sind auch nicht so schlecht. So. Das interessiert Also mich. es stört mich nicht, dass ich sie mal gespielt habe. So. Ja. Ich würde Also ich habe sagen, nicht das Gefühl, ich habe meine Zeit verloren mit diesen Spielen. weißt du, was würde ich sagen? Don't Starve ist besser als Orcs Must Ha- Die 2. Ja, von mir aus. Aber bei Don't Starve habe ich das Gefühl, ich habe meine Zeit verloren. Und bei Orcs Must Die auch und bei Raft. Don't Hast du das Gefühl, du hast deine Zeit verloren? Path of Exile müssen wir sowieso nicht diskutieren. Quest Hunter ist... Ja, muss auch nicht sein. Chaos auch nicht. Spellbreak interessiert einfach nicht. Also, Und Eve ich interessiert einfach finde auch nicht. Eve ganz dort unten finde ich nicht okay. Da ist es Böhler. Also nur so vom Gefühl her, wenn es zweitletzte ist. Von mir aus können wir Okay. einfach auch Path of Exile dort abschieben. Um dann noch ein Statement zu setzen. Also da oben. Und ein paar eingefleischte Fans zu verärgern. Ja, genau. Ja, kann man auch machen. Das finde ich gut. Leid verärgern, das ist immer gut. Sehr schön. Jetzt Mythgard kann man eigentlich auch auf Next tun, finde ich, ehrlich gesagt. Yep. Und zwar unterhalb von Lost Castle. Das Lost Castle, ich weiß nicht, warum das sich das so anmacht. Es ist einfach etwas, es ist einfach so ein Flash-Spiel, wo, ja, gut, egal. Ja, es ist ja bei Next, aber es ist von denen bei Next eines der besseren. Okay, Generation Zero, finde ich, ist fast grenzvoll. Obwohl, ja. Wie meinst du Grenzfall? Für Next? Ja. Hm. Obwohl, nein, ich würde es vielleicht schon nochmal Ja, spielen. ich würde es glaube schon dort los. Okay, nein, das ist gut. Das zeigt einfach gerade, das ist eine gute Grenze. Das ist eine gute Grenze. Ja, Hunter, We Were Here, Minion Masters, Cross the Obelisk, Remnant, irgendwie, das macht für mich alles Sinn. Mhm. Diablo, Ark, ich meine, für Ark ist für mich eigentlich eher Next, aber das ist auch okay. Lord of the Rings, Borderlands 3, Card Hunter, Overcooked. Overcooked. Muss Overcooked nicht ein paar Ränge runter? Ja, vielleicht schon, Ist gell. Overcooked besser als Borderlands? Und Lord of the Rings? Nein, sagen wir hier. Nein, da. Besser als Ark. Wird einfach immer Ja, du alles genießt besser. es immer, wenn du das kannst sagen. Ja, das ist so. Voll. Star, King, Starbound, Astroneer. Torchlight 2, Civilization. Ski-Hand, Lovers in Ja, ich Lovers. glaube, das kann man so auch geben. Ja, das finde ich auch okay. In der Kategorie von Spielen, wo, wenn es einem interessiert, kann man die durchaus mal anspielen mit Freunden. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich okay, ist auch, wenn es nicht wirklich interessiert. Ja, so mal kurz anspielen, um zu schauen, ob es etwas ist, würde ich das so oder so empfehlen. Auch wenn es einem nicht unbedingt interessiert. Und bei Fantastisch würde ich sagen, das ist etwas, das muss man anspielen. Egal. Das ist echt, also. Ja. Ja. Und jetzt die Reihenfolge hier. Sea of Thieves, Crypt of the Necrodancer. Ist Crypt besser als Sea of Thieves? Ja, ich glaube schon. Schon. Okay. Aber vor allem mit dem Argument, dass es länger unterhaltsam ist. Mhm. Heroes of Hammerwatch ist besser als Crypt, das ist okay. Portal 2, kommt Portal 2 nicht noch höher?
Gut, das da Äh, oben ist auch noch mega geil. Oh, jetzt Da oben kommt, sind jetzt kommt einfach das geile Zähne. Sachen. Ja, das stimmt. Jetzt kommt, Darum ja, jetzt wird's jetzt, ist jetzt ja, einfach das eng. ist alles cool, das ist alles mega cool. Elder Scrolls ist recht hoch oben gelandet. Aber das ist auch, Ja, also ich meine, wenn man schaut, wie viel Zeit dass wir das Spiel ja, gespielt haben, dann muss ja. es relativ weit oben sein. Aber was Also, ich würde machen, ist, ich würde Monaco ein bisschen weiter abstufen. Nicht? wo hin? Einfach ein fantastisch ein bisschen weiter ab. Vielleicht noch hinter Divinity oder so. Dann ist es so geil gewesen, dass es da fast legendär ist. Ja, das ist es gewesen, aber Wirklich. das ist vielleicht am Setting gelegen. Wir haben das Couch Co-op gespielt, Mhm. zu Das haben 4. wir, ja, zu viert haben wir das gespielt und das war in den Dark Ages, gewesen, was nicht wirklich etwas geil, wo man können spielen. Also ja, Ja, es ist schon lange her. Vielleicht ist es jetzt aus einer nüchternen Jetzt-Betrachtung nicht ganz so geil, wie ich es in Erinnerung habe. ja, wir haben es ja Das mal ist eins möglich. wieder angespielt und dort ist es, ja, es ist zwar schon auch cool gewesen, aber irgendwie habe ich es plötzlich wieder gesehen nach einer Stunde. Ja, Und voll, der dachte, Charme ist schnell weg gewesen, das stimmt. genau, jetzt da legendär. Ist irgendetwas von denen nicht würdig, den Titel legendär zu tragen, von diesen 7 Spiele, die es da geschafft haben? Das ist die Ich erste lese sie Frage. gerne mal schnell vor. Monster Hunter, Borderlands 2, Divinity 2, Terraria, Gloomhaven, It Takes Two und Rocket League. Bei Und schon nur, jedem, wenn ich es lese, weiss ich, nein, es müssen alle dort oben sein. bei jedem läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ja, Ich will wirklich. gerade Steam starten und loslegen. Gut, aber da ist die Reihenfolge wichtig. Ja. Also ich meine, wir haben diese Top 3, diese Top 7 wenn wir jetzt irgendwie rangieren. Mhm. Vielleicht wenn wir mit dem ersten, vielleicht wenn wir ganz gross anfangen. Was ist das beste Coop-Spiel, das wir jemals gespielt haben? Ist es Monster Hunter World? Die grosse Frage. Ja, also es ist auch für mich ein Ausschlussding. Also es ist sicher nicht Terraria, es ist sicher nicht Gloomhaven, es ist nicht It Takes Two. Da bleiben noch 4. Wenn's, also Divinity 2, Borderlands 2, ich würde auch sagen, Rocket League gehört nicht dazu. Oder schon? Ja, ja, einverstanden. Aber vor allem, weil es nicht so explizit ein Scope-Spiel ist. Also ja, es ist eigentlich schon ein Also weil es echt das Coop-Spiel, aber PvE-Element ja, drin hat. also PvP meinst Sorry, PvP, du? genau. Ja, also ich würde sagen, also eigentlich ist die Top 3 ist gut. Die Top 3 ist, glaube ich, so unverrückbar. Das Ich ist nicht glaube so, auch, für ja. die können wir nur eine eigene Kategorie machen. Gott-Status oder so. Und Und innerhalb von diesen 3, weil sie auch genremässig sind, es halt dreimal sehr unterschiedlich. Das macht es schon auch schwierig. mhm, Also wir haben einen ist ein Looter-Shooter, einen ist Monster Hunter mhm. und einen ist ein RPG. Ich denke, für mich kann ich die Frage ganz einfach beantworten. Und zwar, wenn ich mich frage, wenn ich in meinem Leben nur noch ein einziges Spiel dürfte spielen, welches wäre es? Und ich glaube, da würde ich Ja, mich ja, immer für Monster Hunter World ja. entscheiden. Aber wieso eigentlich? Wieso ist das so Ja, aber geil? wenn du die Frage so stellst, dann ist das, weil Monster Hunter halt der endloseste Content hat, oder? Divinity 2 ist irgendwann einfach fertig. Borderlands 2 ist Mhm. irgendwann einfach fertig. Beziehungsweise artet irgendwann einfach in Grind aus. Mhm. Und auf Mhm. das haben wir wirklich keinen Bock. Ja. Ja, ich würde sagen, also eigentlich das Borderlands 2 auf dem zweiten Platz ist auch okay. Weil, ähm, wie soll ich Mhm. sagen, ich habe irgendwie, oder nicht, ist Divinity 2 besser. Ich habe das Gefühl, Divinity 2, also Borderlands 2 hat mich noch länger bei Stangen gehalten als Divinity 2, Und letztlich. Borderlands 2 hat einfach, trifft es einfach mit dem Humor so den Nagel auf den Kopf. Ich finde, das ist schon Mhm. ein wichtiges Element. Ich habe bei Borderlands 2 habe ich wirklich viel müssen lachen. Ich habe das Spiel gespielt und ich habe viel müssen lachen. Mhm. Und Ja. trotzdem, also und ja, also die Story ist wegen dem nicht verloren gegangen. Es ist ja nicht so irgendwie
in so komischem, man will möglichst lustig sein, Humor ausgeartet, sondern wie der Humor ist so gut integriert gewesen in die Story und in die Aufmachung von dem Spiel, dass Mhm. es, dass es einfach immer cool ist, das Spielen. Und Divinity 2 hat ja auch eine coole Story und man hat mega viele Sachen entdecken und Es hat aber sich es ist einfach immer so ein bisschen verzettelt. ernsthaft gewesen. Es hat sich, die Story von Divinity 2 hat sich auch verzettelt. Aber Ja, das voll. liegt vielleicht am Genre und an dem, ja, halt, dass es so endlosen Content hat. Endlosen Story-Content. Mhm. Ja, und danach kommt Terraria als vierter Rangierte. Das Treppli verpasst, finde ich okay. Und Gloomhaven, ich weiß, das, Irgendwann müsste müsste das Rocket League geben für mich. da, Ja. ja, ja, vielleicht, weil wir haben schon sehr viele Stunden in Rocket League verlochen. Das ist schon, Yep. vielleicht sogar das. Ja. Ja. Also ich Eher würde schon noch. sagen. Ich finde Gloomhaven finde ich eigentlich eher am Schluss, weil Mhm. ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich kann es jetzt gar nicht so in Wort fassen. Das Einfach halt, weil Problem an es. Gloomhaven ist wie ein bisschen, dass die Encounters auch jetzt beliebig können werden. Also man ist Mhm, wie auf der Overworld, man klickt irgendetwas an, dann macht man das Encounter. Das Encounter selber ist mega cool, also haben wir alles schon diskutiert, Mechanik ist super, bla bla bla. Und dann kommen wir wieder auf die Overworld. Und dann kommt's, also es kommt dann wie nicht so darauf an, was man als letztes gemacht hat oder was man als nächstes macht, sondern man drückt dann einfach quasi aufs nächste Encounter und dann macht man relativ unabhängig vom vorhergehenden Encounter, macht man einfach das nächste Encounter. Es ist so ein bisschen beliebig. mhm. Ja, es ist halt so Boardgame-mässig. Und vor allem, Ja, ja, aber durch das geht halt wie die Story ein bisschen verloren, genau, oder? Also ich habe genau. eigentlich Gloomhaven Story, ich Es weiß nicht, ob es dort interessiert, wirklich das ist Story nicht, gibt. ja, ja. Gut, es hat auch noch nicht, also Gloomhaven lebt mega von dieser Mechanik, die so super ist, oder? die Story gibt es ja noch nicht, weil es noch Early Access ist. Es gibt schon eine Story, Genau, es gibt ja aber den ich glaube, Story-Mode. von der Ja, das Aufmachung stimmt. her und so würde mich auch dort wahrscheinlich nicht so interessieren. Es kommt ja nicht nur darauf an, um den Inhalt von der Story, sondern auch, wie die Story präsentiert wird. Mhm. Also einfach so, ja, gut, das wissen wir nicht, aber ja, ich denke, es ist schon eher am Ende von dem Ding. Aber es ist Mhm. legendär, es ist legendär. Es ist nicht Ja. einfach nur so für Nate dort oben. Ja, auf jeden Ähm, Fall. ja, also das ist, ich glaube, die Reihenfolge, das ist jetzt das grosse Coop-Gesetz, das wir hier lernen, Genau. per Dekret. Sakrosankt. Sakrosankt. Alle, die eine andere Meinung haben, können sich gerade verziehen. Können einen eigenen Channel aufmachen. Oder sich natürlich in den Kommentaren verewigen. Genau, ja. Mit irgendwelchen Vielleicht, Hassnachrichten ja. und Also ich ermutige jeden zu schreiben, dass Guns of Icarus eigentlich legendär ist. Das, nein, wir spielen in näherer Zukunft spielen wir Guns of Icarus Alliance. Das ist eben etwas anderes als Guns das of ist, Icarus das ist Nothing. kein Versprechen. Mal. Ja, also, Aber und man könnte sich das ja vielleicht vornehmen. vielleicht noch eine andere, wie soll ich sagen, Ankündigung. Ich würde das mega gerne, die Tierlist wiederholen, wenn wir mal doppelt so viele Spiele gespielt haben, Coop-Spiele, wie wir jetzt hier sehen, zum Beispiel. Und dann schauen, wie Also sich es verändert. du meinst, dass wir dann 8 Stunden haben für die ganze Tierlist, anstatt 4? Vielleicht, ja. Ja gut, vielleicht kann man noch ein bisschen schneller machen. Also wirklich, Müssen dann so ein bisschen zack, zack. mhm. Genau, Und halt vielleicht dann auch davon ausgehen, dass der Zuschauer alle Spiele kennt. Oder sonst halt sich selber geht schlau machen. genau, ja, Denen, was interessiert. voll. Ja, oh, jetzt haben wir Voll. dann, Ja, gibt es noch etwas dazu zu sagen? Weil sonst müssen wir es ja nicht nein, ich glaube, künstlich in die es Länge gibt ziehen. nicht mehr zu sagen. Tun wir die Tierliste so absegnen? Mit Genau, unseren so. 7 legendären Spiele, 9 fantastische Spiele, also 16 Spielbefehle an Mhm. alle, die das Video schauen. Und dann noch mit ein paar Ideen, was man sonst noch so machen könnte. Mhm. Und wir Und nehmen natürlich auch immer gerne Ideen entgegen, genau, was wir noch machen könnten. genau. Wenn ihr Weil, den Geschmack seht, könnt ihr sagen, was finde ich mir sicher mega cool, was wir noch nicht kennen. Genau. Gut, ja, in dem Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zu ganz genau. Icarus. Ja.
Schauen wir es an, schauen wir es an. Oder wir machen mal ein Arc Let's... Ah ja, komm, Nein. machen wir das fast nicht mehr auf. Gut, in dem Fall. Hey, Tschüss. gut, Tschüss tschüss zusammen. zusammen.